Katz ratzfatz hat's Glucksi. Kennst du das Glucksi? Oder hast du es am Ende auch schon selber gehabt? Und bis man da etwas herausgefunden hat, bis das wieder weggeht. So geht es heute in der Katz ratzfatz. Aber jetzt eins nach dem anderen. Die Katz ratzfatz wohnt zusammen mit den Haufen Tieren auf dem Hof Arfenhübeli, mitten im schönen Entlebuch. Eigentlich heisst sie ja Zisi, aber wer will heutzutage schon Zisi heissen? Sie hat ein herrliches Katzenleben, unsere Katz ratzfatz. Gerade jetzt streckt sie sich der Länge nach, geimet mit weit offenem Mund und wetzt sich die Krauen am Bühnistor. Gleitig kumpelt sie durch die Stegen ab. Am Morgen geht sie gegen den Bauer beim Mauen und die Beine streichen, bis es ein Schüssel Milch gibt. Gerade eben recht schön warm ist die Milch, wenn sie aus der Mutter kommt von der Kuh. «So, Zisi, habe gute», sagt der Bauer und flattiert sie noch ein bisschen zwischen den Öhrchen. Wo heute Katz ratzfatz das letzte Tröpfchen Milch ausschleckt, muss sie plötzlich anfangen zu glucksen. «Hinks! Hinks! Hinks! Hinks!» Nein, so ein Seich. Da hören sie ja die Mäuse schon 100 Meter gegen Wind. Was machst du, wenn du Glucksi hast? Zum Glück wohnt ja Katz ratzfatz nicht allein auf dem Arfenhübeli. Neben dem Garten graset grad Geiss Gerharda in ihrem Zäunli. Sie ist ein hochnäsiges Töpfi. Die Gibe meint immer, sie sei etwas Apartiges und ein Gitznäpper ist sie auch. Aber vielleicht weiss sie ja gleich einen guten Rat. Also, ich würde den Kopfstand machen. Das macht man so im Yoga, meckert Geiss Gerharda und streckt den weiss dünnen Hals weit über den Zaun bis zu den Grani der Bäuerin. Das kann die Katz ratzfatz nicht überzeugen. Man sagt ja schon, Katzen haben 7 Leben. Aber gerade so darauf abkommen will sie es dann auch nicht. Ja, danke Gerharda, aber ich gehe sonst noch den Hans-Heinrich fragen. Eingeschnappt und mit einem 20-8-Letsch stöckelt die Geiss Gerharda davon. Jeno, die wird mit dem gleichen Gesicht wieder zufrieden. In seinem Hundshütli schnarchelt der Hans-Heinrich. Der Feissberner Sennenhund ist ein wunderbarlicher Knüssi. Im letzten Winter hat er so getreut, dass man kaum mit Beinen sieht, wenn er steht. Fu macht er ein Auge auf, wo Katz ratzfatz in die Nähe kommt. «Katz ratzfatz, was willst du?» brummelt der Hans-Heinrich. Die Katz ratzfatz jammert, oder besser gluckset ihm durch ihr Leid. «Hinks! Hans-Heinrich, du bist doch so ein lieber Jolly, hättest mir du nicht eine Idee?» Nach langem Sinieren und ohne es gleich zu tun, meint der Hans-Heinrich: «Also, am besten nimmst du auch einen rechten Schluck kaltes Wasser aus dem Brunnen in den Scheurennen.» Aber ausser, dass sie nasse Taubli bekommen hat, Sehen, wo ja so nicht gern Wasser hat auch das nichts genützt. Da hört sie etwas gackern. Gesädelt auf dem Hühnerstängeli hockt der Gücku mit seinen edlen Hühnerdamen. «Was hast denn du?» fragt Gluckere Gloria. «Also, das haben wir Hühner gar nie.» Stimmt. Hühner sind ja so elend schreckhaft. Da geht's Gscheis ja schon los, wenn eine ein Ei legt. Das könnte doch noch etwas sein, das mit dem Verschrecken.
Zusammen mit den Hühnern brütet die Katze ratzfatz einen Plan aus, wie die Hühner sie so richtig zu fürchten machen. Vor lauter Geschnäder hört man auf das eigene Wort nicht mehr. «So, schweigt jetzt», meint der Gückel und erzählt eine grusige Geschichte vom Hühnervogel und von Suppenhühner, so richtig schuderig. Aber am Ende giessen wieder nur die Gluckere Gloria und das Glucksi von der Katze ratzfatz ist gäng noch da. Hinks! 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 Es ist zum Haarölsäen. Also, jetzt kann nur noch die Kuh die Kresi helfen. Das Kresi, wo nie mag juffeln beim Essen, liegt grad gemütlich auf der Weide draussen und schwanzt ein paar Fliegen weg. Sie hat das Spektakel mit dem Glucksi von der Katze ratzfatz auf dem Hof schon länger beobachtet. Probier's doch mal mit Luft anhalten und auf die Zähne zählen, meint sie, wo die Katze ratzfatz auch bei ihr den Kropf geleert hat. Also gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die Katze ratzfatz hat auf einen ganz roten Kopf, soweit man das natürlich unter dem Fähli sehen kann. Und zum Glück gumpelt in diesem Moment der Kleus, der Schweizer Scheckhüng, um eine Ecke. Er ist ganz verkutzt und hebt schon von weitem. «Katze ratzfatz! Katze ratzfatz! Ach, Katze ratzfatz, zum guten Glück treffe ich dich noch. Ich suche schon den ganzen Morgen meine Ohrenwärmer und ich weiss doch, dass ich sie gestern auf unserem Abendspaziergang um den Pflanzplatz noch dabei hatte.» Die Katze ratzfatz fällt an zu überlegen. Ja, das stimmt. Aber wo sind sie auch gestern Abend überall durchgelaufen? Ja, warte jetzt, Kleus. Also, ich glaube, zuerst sind wir doch Säublumen sammeln. Dann haben wir noch von der Heubeere probiert und zum Schluss... ja, genau. Beim Holderstock hätte der Kleus noch ein bisschen die Aussicht geniessen und hat doch die Ohrenwärmer auf einen Holzdotzen gelegt. Und den wahrscheinlich liegen. Just am Moment, wo sich die Katze ratzfatz mit dem Kleus auf den Weg machen, die Ohrenwärmer zu reihen, merkt sie, dass sie vor lauter Studieren gar nicht mehr an ihr Glucksi gedacht hat. Die Katze ratzfatz jutzt vor Freude. «Kresi, dank dir vielmal, mein Glucksi ist fort!» Das Kresi malt die einer Wöhle an ihrer Türe Schmälen weiter und meint nur, so gut. Sogar das Glucksi kann man vergessen.